Rufenke mat dem ganz herzliche Mercien Herr Baum, den als kompliziert Gesetz ganz flott erklärt huet. An geht so weiter, weil ich voll so, dat man ADR das Gesetz ausdrücklich begräessen aus enger Richtung. Wir sind auch froh, dat der Congé parental reformiert wird, dat man mehr Flexibilität kreieren. Wir begräessen noch die Idee von dem de Remplacement oder der Revenu de Remplacement, weil dat mehr Leute erlaubt, den Congé parental zu holen. Es sind viele positive Elemente an diesem Gesetz, und das werde ich mich später nur dann verraten, wie wir es dazu stellen, weil wir haben auch gleichzeitig eine ganz Reihe Kritiken. Die Regierung präsentiert das hier als Schlüssel von ihrer Familienpolitik. Sie seht, et als Meile stehen wir hier für eine Modernisierung. Wir werden aber auch muss gesagt gehen, dass das eine komplett einseitige Familienpolitik ist, eine Politik, die die Familien das schwer hält. Und Herr Hahn hat sich schon in seiner Intervention darüber gewundert, dass so eigentlich nicht viele Leute daheim bleiben bei den Kindern, nicht gefragt, wie wert man viel wert von der Politik von dieser Regierung. Es ist eine einseitige Politik, die Leute, die schaffen gehen, die kriegen nur eine bessere Kondition wie Congé parental zu holen, was man ausdrücklich auch als ADR begrüßt. Aber unser Problem liegt daran, dass all die Äner, die wollen vielleicht daheim bleiben, die nicht wollen einen Beruf machen, die sich schon Vollzeit für mehr Kinder kümmern, dass die Möglichkeit weggeholt kriegen. Die Schwar, den hält die Regierung an, das DW, die mir nicht mitgehen. Wir haben ein paar Mal als ADR gesagt, dass wir ein anderes Modell gehen holen. Wir feiern ein älteres Geld an. Wir gucken, dass die Mammen oder die Pappen, die wollen Vollzeit daheim bleiben, sozialversichert sind. Das ist eine Pensionsversicherung. Das soll am Fall von einer Schädigung aufgesichert sind. Das sind anständige Revenu haben. Auch en Funktion von der Kannerzöl. Das ist ein Familienmodell, den die zwei Seiten gleich avantagiert an die wirklichste Familienschwar ist. Aber wie gesagt, das was ihr haut merkt, die eng seid befehldelichen, dass das weh dem eben half können matgehen an der Richtung an eben auch besser Konditionen wie die Congé parental ausdrücklich unterstützen. Wir müssen uns trotzdem freuen, ob das Gesetz genau dem entspricht, was haut der Entwicklung an der Entwicklung nötig ist. Eng echt froh, diese stellt, also eigentlich den europäischen Kontext. Wir hatten höheren an den verschiedenen Präsentationen, die als gemerkt gesehen, dass der Europäische Gerichtshof dezidiert hat, dass eine Prestation familial eben muss exportabel sein. An demals wo die Beurteilung aufgrund von dem Faktor entstehen, dass es kein Revenu de Remplacement wäre. An der Zwischenzeit ist es ein Revenu de Remplacement. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie die europarechtlichen Konsequenzen davon sind. Wenn es ein Revenu de Remplacement ist, was heißt das? Und wir haben da eigentlich keine Analyse europarechtlich gesehen. Es wäre aber richtig, zumindest im Kontext von den aktuellen Diskussionen, wo so viele Sozialprestationen an der Exportabilität an Europa auf Frage gestellt gehen, ob der Leistgehalt gehen. Und auch das müsste man hier ein Keier mehr genau gucken. Es ist auch hier europarechtlich relevant, weil man ja gewohnt gesehen an verschiedenen Diskussionen, dass der Sitz von der Firma, wo ihn affiliiert ist, wo ihr wohnt, dass das auch direkt Konsequenzen hat auf die Prestationen, die wir hier bezahlen. Also eine Diskussion, die nicht unnötig ist. Was das aber auch fundamental steht, neben der Einseitigkeit von der Regierungspolitik an der Familienpolitik ganz allgemein, das ist die Anmischung an die Familie. Wir als ADR, wir gucken nur mal Perspektive vom Kant. Was ist am Interesse vom Kant? Am Interesse vom Kant ist, dass die Älteren so viel wie möglich bei ihm sind. Und wir sagen, es ist also eine Familie, für zu dezidieren, wer soll beim Kant bleiben, ob das Mamas oder ob der Papa ist. Wir kritisieren ganz ausdrücklich die Forderung, die auch hier im Gesetz steht, und das tun wir immer gemerkt, dass die Congé parental nicht transferabel soll sein. Dass der Staat vorschreibt, den einen Teilchen an den anderen Teilchen. An Eisenahn geht das zu weit. Der Staat hat so eine Decision nicht zu holen. Wir respektieren die Souveränität von der Familie. Wir lassen der Familie die Autorität, die Choix selber zu treffen. Du willst, als dadurch ein fundamentaler Kritikpunkt, es gibt ein paar Artikel an dem Gesetz, die sich direkt oder indirekt auf die Transferabilität referieren. Wir hatten in der Blick envisagiert, doch nach Choix séparé darüber zu fahren. Es gibt so komplex, wir müssen das sehen, aber ich will deutlich aktieren, dass wir die Nicht-Transferabilität kritisieren. Es ist am Interesse vom Kant, dass die Älteren, egal wie ein älteren Teil, kann so lange wie möglich bleiben. In der Regierung sieht das schon sich selber. Die so an ihrem Gesetz, es wäre eng von der Begründung von ihrem Gesetz, dass eine solide Relation geschaffen wird zwischen Kinder und Älteren. Aber wenn das der Wunsch ist, wenn das ihr Ziel ist, da frieden sich natürlich weiter ein eigentlich Heinz in der Praxis ausdrücklich verhindert, dass es kann zu dem Lien kommen.
Auch die Bedeutung von den Pappen, das man nicht ganz klar. Mehr immer immer sollen mehr Pappen daheim bleiben. Mehr waren Tenor als immer sollen mehr Pappen daheim bleiben und sich aus Gründen der Chancengleichheit. Mehr als der Pappen nicht selber eine wichtige Bezugsperson vom Kant unabhängig von der Karriere oder vom Beruf von der Frau, als nicht doch Troll vom Pap, die Vorbildfunktion vom Pap, der Referenzpunkt vom Pap ganz wichtig an der Entwicklung von einem Kant und hat einfach eine Valeur propre, die aber an dem Diskurs, den die Regierungskoalition feiert, dax vergisst zugunsten von der Karriere von der Mam. Das ist eine legitime Konsideration, das ist aber auch eine, die an Eisen nicht durchgeht. Wir begrüßen aber auch an dem Sinn, dass die Flexibilität im Gesetz angefeiert ist, die geschiedenen oder getrennte Koppel mehr einfach möchte, vom Congé parental zu profitieren, dass die zwei älteren Dealer besser können zu ihrem Recht auf den Congé parental kommen. Das ist am Interesse vom Kant, dass das so geschieht, und dafür unterstützen wir das auch. Wir haben eine Reihe von Konsiderationen, die wir auch noch müssen, ausdrücklich annehmen. Enger ist auch schon gesagt gehen, dass das den Druck vielleicht mehr groß geht, wie mir kurze Congé parental zu holen, wenn entweder hat zwischen 4 Monaten und 6 Monaten. Das an uns eng wichtig froh, wie an 3 Jahren, wenn wir die Evaluation machen, wie zu gucken, wie sich das dann zeitlich agenciert und ob wirklich nicht den Druck zu viel groß ist. Das ist noch eine andere Sache. Ich meine noch, dass Patronen uns da nicht genug zu ihrem Recht kommen sind. Wenn in fraktionierten Congé parental hält, es geht die 4 Tage an der Woche schaffen, an den 5. Tag nicht. Da den dann den Kündigungsschutz hört, während den ganzen 20 Monate, die da betroffen sind, das scheint als auch übertrieben zu sehen. Weil wenn ihn wirklich einen Fehler gemerkt hat, dann kann ihn aber weiter auf Kündigungsschutz während einer langer Zeit rechnen. Als das eine Belastung für den Betrieb, es kann auf jeden Fall einen Sinn. Und ich meine, dass man muss wohl auf die Rechte von den Älteren gehen, zum Beispiel, wenn sie den Congé parental zu summen holen, 6 Monate oder 4 Monate, dat den Donneich kann geschehen. Mir an dem Fall von dem fraktionierte Congé parental müssen den aber wirklich nach keine Reflexion feieren, wie ein Gleichgewicht kann schärfen zwischen den Rechten von dem den Congé parental hält und noch den legitime Sorgen von den Patron zum unserer kleinen Betrieber auf der anderen Seite. Dann haben wir noch die Frage von den Bankkrediten. Hat der Minister gestern en Präsenz von Kamera, Presse mit großem Tamtam eine Deklaration erschrieben, an der nichts Neues steht. Und da muss sich aber wirklich freuen, ob nicht ein bisschen eine Irreführung gemerkt hat, es war immer möglich, für ihn, den Kredit hat, bei seiner Bank zu gehen und zu sagen, hey, ich setze den Digger aus, ja, in einer gewissen Zeit, direkt mit so einem Kredit, oder komm, wir gucken, wie wir das können besser agencieren, dass eine Menge Revenue besser geht. Das war immer möglich. Und der BBN hat das doch schon ein paar Mal gesagt. Das ist aber von dieser Regierung eine Initiative angekündigt gehen, wo schlussendlich etwas rauskommt, was das schon gibt, das geht nicht durch. Wenn da wirklich etwas hat wollen, für die Leute machen, am Bezug auf Bankkredite, dann hätten wir ein bisschen mehr Imagination von der Regierung erwartet. Ich will noch vielleicht ein Wort so, weil ich 9 Minuten über die Propositionen, die CSV gemacht hat. Es waren 2 Kategorien von Propositionen. Das eine, das für mehr Flexibilität ranzukriegen. Das können wir also deren unterstützen, mit den Amendementen, die für nach mehr Flexibilität zu gehen, auch prinzipiell unterstützt. Muss ich natürlich gucken, am Einzelfall, wie ihn das da gesetzlich ausformuliert. Mit der Idee, wie auch mit Langperioden können Congé parental zu sind wir im Prinzip d'accord, wie gesagt, weil wir auch immer das Interesse vom Kant und die Eichplatz setzen. Die andere Idee von der CSV, wie den Revenu de Remplacement durch eine Indemnität zu ersetzen, das müssen wir schon mehr sagen. Wir fanden schon gut, dass den Revenu de Remplacement angefeiert wird. Mit CSV hat das argumentiert, mit der Sorge, es soll jeder für die Erziehungsleistung gleich behandelt gehen, dass die Erziehungsleistung in dem einen, aber in dem anderen als selbst wird. Wir haben ja eine Proposition der CSV, wo man die Rechnung nicht drin fand. Von den an der CSV-Proposition 4 Monate oder 6 Monate hält Congé parental à temps plein, da verdient er 64 € den Tag, hält er nicht 8 Monate, dann hält er nach 40 € den Tag. Und ich meine, da war eine Kontradiktion an der CSV-Proposition selber, wenn die Leistung selbst muss sein, da muss auch gerechnet auf den Tag, aber selbst ist es halt schon kein 8 Monate von den Tod pro Tag Männer kriegt, wie für 4 oder für 6 Monate. Aber in der Richtung, für mehr Flexibilität ranzukriegen, wie gesagt, da können wir auf dem Weg mitgehen. Nun habe ich angekündigt am Anfang, wo nämlich ich gesagt habe, dass wir als Vierdeler gesehen, dass wir prinzipiell unterstützen, dass der Congé parental besser ausgebaut wird, dass wir da noch viel Vierdeler, also viel Vierdeler, gesehen, dass wir auf der anderen Seite bedauern, dass so viel Notdeler aber auch an diesem Gesetz sind, dass man
nicht machen wie die Leute, die wollen ganz erst daheim bleiben, dann über eine lange Zeit wollen bei ihren Kinder Vollzeit daheim bleiben, dass die Interesse von den Patron nicht genug geguckt sind, dass bei den Bankkreditern nicht viel geschieht, als dass vielleicht Pression auf den Einzelnen kann ausgeübt gehen. Alles das konsideriert, man décidéiert, diesen Text aber matt zu stimmen. Wir werden den Congé parental winzige viele der matt gesehen, aber bei dieser Position bleiben und noch weiter dafür kämpfen, dass die Leute, die wollen Vollzeit daheim bleiben, dann sich mir kann ganz erst kümmern, wie sie es erzählen. Für die kämpfen wir für und mit das Gesetz stimmen wir auch.